Ja, heute also schon der dritte Teil eines Themas, das vielleicht für den einen oder anderen schwieriger ist, darüber zu hören, nämlich die Sünde. Die Sünde, es ist ein ernstes Thema, aber wenn wir verstehen, was das Problem der Sünde ist, verstehen wir auch besser, was die Lösung ist, nämlich natürlich letztendlich Christus selbst. Als unser Herr Jesus Christus ja auf Erden war, ich habe das jetzt in den letzten beiden Teilen auch zitiert, ich möchte es noch einmal vorlesen, da kündigte unser Herr über die Ankunft des Heiligen Geistes Folgendes an. Er sagte, wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Sünde, Gerechtigkeit und Gericht sind in gewisser Weise auch in Hebräer Kapitel 12 zu finden. Allerdings nicht in erster Linie in Bezug auf die Welt, sondern in Bezug auf Gläubige. Und fast vor einem Monat haben wir Hebräer 12, Vers 1 bis 3 betrachtet, wo es um die Sünde im Leben des Gläubigen geht. Das war Teil 1. In Teil 2 haben wir Hebräer 12, Verse 4 bis 11 betrachten, wo es um das in Anführungszeichen Gericht im Leben des Gläubigen geht, was ja keine Strafe ist, sondern es geht um Züchtigung, die uns näher zu Gott führen soll. Und nun also Hebräer 12, Verse 12 bis 29, da geht es in gewisser Weise um die Gerechtigkeit im Leben des Gläubigen und das ist das Thema heute. Und es ist interessant, was unser Herr Jesus über die Gerechtigkeit sagt, die er angekündigt hat. Er sagt nämlich Folgendes über Gerechtigkeit. Bevor ich das vorlese, ich stelle nur die Frage mal in den Raum, ohne dass jetzt jemand eine Antwort rufen muss. Wenn der Herr Jesus sagt, der Heilige Geist kommt, um von Gerechtigkeit zu überführen, und dann sagt er danach noch etwas, um das genauer zu erklären, was erwartet ihr, würde er sagen? Überlegt es einfach mal, muss nichts reinrufen. Was würdet ihr erwarten, was der Herr Jesus sagt über den Heiligen Geist, wenn er von Gerechtigkeit überführt? Nun, er sagt Folgendes: Von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Ja, das ist eine interessante Formulierung. Er spricht hier eigentlich von seiner Himmelfahrt nach seinem Kreuzestod und nach seiner Auferstehung. Was hat das jetzt damit oder mit dem Thema Gerechtigkeit zu tun? Die Himmelfahrt des Herrn und dass er danach nicht mehr sichtbar für seine Jünger ist. Und welche Verbindung besteht zwischen Himmelfahrt, Gerechtigkeit und dem Thema der heutigen Botschaft Sünde? Ja, das klingt alles ein bisschen sehr weit auseinander. So der Herr will und er Gnade schenkt, werden wir das heute sehen können, die Verbindung zwischen diesen drei Themen: Himmelfahrt, Gerechtigkeit und Sünde. Ja, wie ich versucht habe darzulegen und wie auch der Samuel eigentlich sehr deutlich gemacht hat durch die Lesung von Römer 6, durch eine leicht verständliche Übersetzung. Das große Problem, das wir Menschen haben, ist die Sünde, weil es, ob wir es nun wahrhaben wollen nicht oder nicht, weil es uns tötet, seelisch, geistlich und am Ende sogar leiblich. Paulus sagt es ja so in Römer 6, entweder wir sind Sklaven der Sünde zum Tod, oder wir sind Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Sünde versklavt uns, es vergiftet uns, es zerstört uns. Es ist einfach so. Unser alter Mensch wird von ihr verdorben und Sünde gehört nicht zur guten Schöpfung Gottes. Aber leider hat sie sich durch unseren Ungehorsam unauflöslich mit unserer Natur verbunden. Aus eigener Kraft kommen wir nicht von der Sünde los. Ja, wir Menschen können vieles schaffen, aber es wird nie genug sein, nie genug, um die Sünde in uns auszurotten und tadellos und ohne seelische Flecken und ohne geistliche Runzeln vor Gottes hochheiligem Angesicht zu erscheinen. Jemand sagt es einmal so: Unsere Seele steht in einem gewaltigen Kampf und Krieg mit Strömen voll von Drachen und Löwenrachen. Es ist da dieser Kampf, der uns zu verschlingen droht, wenn wir nicht das richtige Mittel gegen die Sünde finden.
Und wir brauchen im Kampf gegen die Sünde jemand, der stärker ist als die Sünde, jemand, der stärker ist als wir selbst, ja jemand, der stärker ist als die ganze Macht der Hölle. Und wer ist das? Ich hoffe doch, wir kennen die Antwort. Ja, ich nehme an, ihr schweigt, weil ihr denkt, Röni, das ist offensichtlich, bitte kommt zum Punkt. Wir brauchen unseren Herrn Jesus. Er ist die Antwort, Christus ist die Antwort. Das ist uns bewusst, aber mit dieser Wahrheit vor Augen wollen wir jetzt Hebräer 12, Verse 12 bis 29 lesen. Hebräer 12, Verse 12 bis 29 möchte ich gerne vorlesen. Darum richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie. Und macht gerade Bahnen für eure Füße, damit das Lahme nicht vom Weg abkommt, sondern vielmehr geheilt wird. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Dass nicht jemand ein unzüchtiger oder ein gottloser Mensch sei wie Esau, der um einer Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er nachher verworfen wurde, als er den Segen erben wollte. Denn obgleich er ihn unter Tränen suchte, fand er keinen Raum zur Buße. Denn ihr seid nicht zu dem Berg gekommen, den man anrühren konnte, und zu dem glühenden Feuer, noch zu dem Dunkel der Finsternis und dem Gewittersturm, noch zu dem Klang der Posaune und dem Donnerschall der Worte, bei dem die Zuhörer baten, dass das Wort nicht weiter zu ihnen geredet werde. Denn sie ertrugen nicht, was befohlen war. Und wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt oder mit einem Pfeil erschossen werden. Und so schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach: Ich bin erschrocken und zittere. Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu den Zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, das Besseres redet als das Blut Abels. Habt Acht, dass ihr den nicht abweist, der redet. Denn wenn jene nicht entflohen sind, die den abgewiesen haben, der auf der Erde göttliche Weisungen verkündete, wie viel weniger werden wir, wenn wir uns von dem abwenden, der es vom Himmel herab tut. Seine Stimme erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er eine Verheißung gegeben, indem er spricht: Noch einmal erschüttere ich nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal deutet aber hin auf die Beseitigung der Dinge, die erschüttert werden, als solche, die erschaffen worden sind, damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden können. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können mit Scheu und Ehrfurcht. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Bis soweit das Wort des Herrn. Ja, dieser Text ist so reich und so tief und auch so kostbar, dass wir heute nicht mehr als einen Vers unter die Lupe nehmen können. Nämlich, und darauf möchte ich den Schwerpunkt legen, einen sehr bekannten Vers, Hebräer 12, Vers 14, jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und so unser Herr will und wir noch leben, könnte ich in kommenden Botschaften weitere Facetten von Hebräer 12, diese Verse, aufgreifen. Aber betrachten wir nun Vers 14. Hebräer 12, Vers 14. Wir Christen sagen ja, dass wir neue Menschen geworden sind. Das heißt, dass Gott uns neue Herzen geschenkt hat.
Ja, und woran erkennen wir das für uns selbst? Daran, dass etwas da ist, was zuvor nicht da war. Und diese Änderung zeigt sich vornehmlich in einem bestimmten Wunsch. In gewisser Weise hat eigentlich schon jeder Mensch diesen Wunsch in sich, weil jeder Mensch ursprünglich im Bilde Gottes geschaffen ist. Da aber jeder Mensch das Bild Gottes durch die Sünde verzerrt und vergiftet und vernebelt und noch Schlimmeres macht, nimmt kein Mensch diesen Wunsch richtig wahr. Wenn wir aber neue Menschen werden, gießt Gott selbst in gewisser Weise diesen Wunsch wieder neu in unsere Herzen und wir nehmen ihn richtig wahr. Was meinen Sie, was könnte ich meinen? Es ist das Verlangen, den Herrn zu sehen. Echte Christen haben Sehnsucht nach Gott. Sie rufen aus mit Simon Petrus: Herr, zu wem sollen wir sonst gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Sie schreien mit dem Psalmisten: Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Und sie bekennen mit dem Apostel Paulus: Ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Ihn möchte ich erkennen. Christen sehnen sich nach Christus und Gott dem Vater in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Wir können und wir wollen nicht genug von Gott bekommen. Wir wollen seine Gegenwart. Wir sagen: Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Das ist das Wesen des neuen Menschen. Er will zu Gott und bei Christus sein, weil das weit besser ist. Da wir aber immer noch in diesem sündigen alten Leib stecken, wird sogar im neuen Menschen dieser Wunsch betrübt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich lebe nicht jede Sekunde meines Lebens mit diesem Wunsch bewusst. Nicht jeder Christ empfindet leider dieses Verlangen in derselben Stärke. Aber jeder, der durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes errettet ist, hat letztendlich dieses Sehnen. Immer mehr von dir, Herr, immer mehr. Es geht um ihn. Und in gewisser Weise sagt nun Hebräer 12, Vers 14, wie wir immer mehr von unserem Gott bekommen können und wie wir die Sünde, die uns so leicht umstrickt und plagt und uns vom Weg abbringen kann, wie wir sie immer mehr besiegen können. Der erste Hinweis ist, der erste Punkt, der Punkt, der vielleicht auch etwas weniger in unserem Herzen zitiert wird, wenn wir an diesen Vers denken: Jagt nach dem Frieden mit jedermann. Es geht hier um unseren Frieden mit unserem Nächsten. Dieser Friede beruht ja auf unseren Frieden, den wir mit Gott haben dürfen. Paulus betont in Römer 5, Vers 1, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Alles, was wir tun als Gläubige, tun wir aus einer Position des Friedens heraus. Wenn wir an den Herrn und Gott Jesus Christus glauben, sind wir in Gottes Frieden aufgenommen. Wir gehen ohne Angst durch die Welt, weil Christus die Welt überwunden hat. Wir gehen ohne Angst zu dem Thron Gottes des Vaters, weil Christus uns mit Gott dem Vater versöhnt hat. Wir gehen ohne Angst in den Tod, weil Christus den Tod für uns besiegt hat. Und wir stehen auch ohne Angst im Kampf gegen die Sünde, weil Christus die Sünde in seinem Leib beseitigt hat, hinweggetan. Ja, und das ist sehr, sehr wichtig, wenn wir über Sünde und Heiligung nachdenken. Wir führen unseren Kampf oder unser Leben, all das nicht vor dem Angesicht als Gläubiger, vor dem Angesicht eines auf uns zornigen Gottes, sondern eines mit uns versöhnten Gottes.
Der hochheilige, allein herrliche und lebendige Gott schaut uns nicht mit den Augen eines schlecht gelaunten Prüfers an, sondern mit den Augen eines liebenden Vaters. Wir stehen unter seinem Frieden. Ja, nun, vielleicht drängt sich jetzt kurz eine Frage auf, die ich nur mit 2 Sätzen erwähnen möchte, weil wir nicht den ganzen Text ansehen können. Hebräer 12 ist ja sehr krass in seiner Formulierung. Und da können wir denken, ja, da ist jetzt gar nicht mal so viel Frieden da drin. Da wird vor dem verzehrenden Feuer Gottes gewarnt. Die Adressaten dieses Briefes standen in dem Begriff, die größte Sünde zu begehen, die man begehen kann, nämlich vom Glauben abzufallen. Und was passiert, wenn man sich von Christus abwendet? Man verlässt den Frieden, den Gott einem geschenkt hat. Und dann bleibt das verzehrende Feuer nur noch übrig. Aber wenn wir glauben und an Christus festhalten wollen, wie sehr wir auch versagen mögen, wir stehen unter dem Frieden Gottes. Der Hebräerbrief ermahnt ja, an der Gnade festzuhalten, also bei Christus zu bleiben. Aber das möchte ich jetzt heute mal voraussetzen, dass jeder, der hier sitzt, darum ist er gekommen, bei Christus bleiben möchte. Wir können, also das heißt, wenn wir unter Gottes Frieden stehen, wir können ohne Druck und ohne Furcht Schritte im Glauben machen, lernen, wachsen und zunehmen. Wenn wir gegen die Sünde kämpfen, kämpfen wir nicht gegen Gott. Wir kämpfen auch nicht darum, ihn zu beeindrucken oder zufriedenzustellen oder endlich mal versöhnlich zu stimmen. Nein, wir kämpfen darum, mehr von seinem Leben zu gewinnen, das uns bereits geschenkt ist. Das ist das Paradoxe des christlichen Glaubens. Wir kämpfen, aber wir haben dabei Frieden. Wo wir auch gehen und stehen, durch den Glauben an Jesus Christus, wir bewegen uns immer auf dem Grund des Friedens Gottes. Wir leben unter einem geöffneten Himmel. Wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Ja, wir sind allerdings begrenzte Menschen. Auch wenn wir glauben, wir spüren den Frieden mit Gott vielleicht nicht immer. Unsere Gefühle sagen uns oft etwas anderes, als die Realität ist, in der wir stehen. Doch damit unser inneres Wesen immer mehr in Einklang kommt mit dem, was uns geschenkt ist, befiehlt Hebräer 12, Vers 14 als erstes: Jagt nach dem Frieden mit jedermann. Uns ist Frieden geschenkt worden, also sollen auch wir Frieden verbreiten. Wo Friede ist, da ist Gott. Wo Friede ist, da ist Ruhe. Menschen, die Gott immer mehr erkennen und Christus immer mehr gewinnen, sind solche, die Friedensstifter sind. Oder umgekehrt, wenn wir Gott sehen wollen, müssen wir nach Frieden mit unserem Nächsten trachten. Wer im Glauben wachsen will, muss nicht danach streben, immer Recht zu haben, sondern er muss danach streben, wie Paulus sagt, so viel an ihm liegt, mit allen Menschen Frieden zu halten. Die Welt, sie betrachtet Freundlichkeit und Sanftmut als Schwäche. Und leider habe ich diese Haltung auch schon im Christentum gesehen. Da wird gesagt, wir müssten doch für das Evangelium kämpfen und die Leute sollen uns nicht nett finden. Sie sollen sich an Gottes Heiligkeit stoßen und erkennen, was für schlimme Sünder sie sind. Ich habe solche Artikel gelesen, nicht im Mitternachtsruf. Aber was zeigen die Evangelien? Christus war nicht abstoßend, er war anziehend. Und wer kam zu ihm? Die Sünder, Huren, Ehebrecher, die Verzagten, die Zöllner, obwohl er immer die Wahrheit gesagt hat. Er hat ja nie ein Blatt vor den Mund genommen. Es waren ausgerechnet die Superfrommen seiner Zeit, die sich etwas auf ihre Geistlichkeit einbildeten, die er angriff und nicht diejenigen, die geplagt waren und nach Heilung schmachteten. Er kam und hat Frieden verkündigt, den Fernen und den Nahen. Er kam, um Frieden zu bringen, um die Menschen zu heilen, nicht um sie von sich wegzustoßen.
Natürlich, und das hat Christus auch gesagt, führt seine Friedensbotschaft oft dazu, dass, wenn wir ihn annehmen, andere uns hassen und uns gerade deswegen den Frieden verweigern. Wir müssen nur in die Welt hinausschauen und wir sehen viele verfolgte Christen, die haben äußerlich gesehen keinen Frieden. Ihnen wird das Schwert gebracht. Aber trotzdem, was uns äußerlich getan werden könnte von anderen Menschen, soweit es an uns liegt, ich zitiere noch einmal Paulus, soweit es an uns liegt, sollen wir nach Frieden mit allen Menschen um uns herum trachten. Denn wenn wir sagen, wir gehören zum Friedefürsten und selbst nicht bereit zum Frieden mit jedermann sind, ja, wo ist da dann die Verbindung zum Friedefürsten? Jesus sagt sogar, dass wir die lieben sollen, die uns hassen und verfolgen und für sie beten sollen. Unser Friedensangebot darf niemanden ausschließen. Wir jagen danach, Frieden mit allen Menschen haben zu können und natürlich auch am meisten mit unseren Glaubensgenossen. Das haben wir auch letzten Sonntag schon gehört. Ja, was bringt es, wenn wir uns selbst ganz heilig finden und nicht mal mit unseren eigenen Verwandten reden wollen? Es geht nicht darum, wenn sie nicht mit uns reden wollen, ist was anderes, aber wenn wir den Frieden verweigern, ja, wo ist da der Friedefürst in unserem Leben? Und deshalb sind Freundlichkeit und Sanftmut eine Tugend und keine Schwäche. Erlaubt es mir einmal so zu sagen, in Anlehnung an diesen Vers: Einen Mann oder eine Frau Gottes erkennt ihr nicht daran, dass er oder sie möglichst feurig seine Meinung vertritt, sondern daran, dass er oder sie demütig und gütig mit allen Menschen umgeht. Ja, ich auch. Ich kann viel sagen, wenn ich hier oben stehe. Jeder kann das. Und was sagt Jakobus? Er warnt davor in Jakobus 3, werdet nicht in großer Zahl Lehrer. Und in welcher Verbindung sagt er das dann, wenn man dieses Kapitel weiterliest? So viele von uns, wir wollen und wir können ganz gut andere belehren. Da sind wir manchmal sehr begabt. Wir haben so viele Ideen und Gedanken. Aber Jakobus sagt, dass wir uns mit unserer Zunge hüten sollen, weil wir einen ganzen Wald damit in Brand stecken können. Es geht im Reich Gottes nicht um unsere, nicht um meine Ideen und Vorstellungen. Denn alle möglichen Ideen, die wir haben könnten, auch über Gott, können uns gerade zum Götzendienst führen, wie einige alte Gemeindelehrer gesagt haben. Nein, es geht darum, nicht um Ideen, sondern dass wir nach Gott selbst trachten. Deshalb stehe ich schon ein bisschen mit Zittern und Zagen gerade vor Ihnen, weil ich sage etwas, was mich betrifft, weil jetzt sagt Jakobus, worum es wirklich geht in diesem Kapitel. Wahre Lehrer und wahre geistliche Menschen erkennen wir daran, sagt er in Jakobus 3, Vers 17, dass sie friedfertig sind, gütig, sie lassen sich etwas sagen, sind voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Wahrhaft gerechte und geistliche Menschen stiften Frieden. Das ist das Fazit von Jakobus. Eine Frucht der Gerechtigkeit ist Frieden. Nicht Chaos, nicht Hass, nicht Zorn, nicht Streiterei, nicht Rechthaberei, sondern Frieden. Und darum betone ich diesen Punkt jetzt so sehr, den auch der Hebräerbrief betont, darum können wir das Thema Heiligung unmöglich vom Thema Frieden trennen. Wenn in uns eine bittere Wurzel gegen andere Menschen, ja sogar gegen andere Gläubige aufwächst oder gegen unsere eigene Verwandtschaft, dann können wir noch so viele Ideen über Gott haben, noch so viele Ideen über Gerechtigkeit und noch so viele Ideen über den wahren Glauben. Es bringt uns persönlich nichts, denn wir werden keinen Schritt vorwärts in der Heiligung machen können. Wir haben uns selbst, um es mal so zu sagen, von der Gerechtigkeit abgetrennt, wenn wir in uns selbst den Frieden verweigern. Wir müssen danach jagen, Frieden mit allen Menschen zu halten, und das beginnt in unserem eigenen Herzen, wo die großen feuerroten Drachen des Unfriedens lauern, wenn ich das mal so sagen darf.
Ohne Frieden pflegen wir weder den neuen Menschen in uns, noch bekämpfen wir die Sünde im alten Menschen. Wollen wir geistlich vorwärts kommen? Also ich möchte es und ich sage es mir selbst, dann müssten wir jetzt dem Frieden nachjagen mit jedermann. Uns sagt Hebräer 12, Vers 14, zweiter Teil, Hebräer 12, Vers 14, der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Wer Gott sehen und die Sünde besiegen will, kommt um die Heiligung nicht herum. Ja, aber was ist Heiligung? Es ist im Grunde genommen die Pflege des neuen Menschen, den Gott uns bei der Wiedergeburt durch den Heiligen Geist eingepflanzt hat. Heiligung ist eigentlich Ernährung, geistliche Ernährung. Wir atmen, wir essen, wir trinken, wir schlafen und wir tun noch viele andere Dinge, damit unser leiblicher und vergänglicher Mensch so lange wie möglich überlebt und möglichst gedeiht. Und wir jagen nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, damit unser neuer Mensch immer mehr zunimmt und von Tag zu Tag erneuert wird. Und hier wird nun die Frage der Gerechtigkeit im Leben eines Gläubigen sehr konkret. Ja, eingangs habe ich ja vorgelesen oder wir haben gesehen, dass Jesus Christus die Gerechtigkeit mit seiner Himmelfahrt verbunden hat. Wieso? Christus ist unsere Gerechtigkeit. Christus ist unsere Heiligung. Christus ist uns alles. Und weil er das ist, ist er nicht auf dieser Erde geblieben, sondern in die Dimension des Himmels aufgefahren. Ja, wieder, weshalb? Nächster Schritt. Weil ja Christus von Ewigkeit her Gott ist. In ihm ist Gott Mensch geworden. Er ging den Weg aller Menschen, beginnend im Mutterleib, durch die Geburt, durch die Kindheit hin zum Erwachsenenalter. Er ließ sich taufen, er tat Wunder, er erfüllte alle Gerechtigkeit, er lebte das vollkommene Leben und am Ende starb er einen qualvollen Tod am Kreuz von Golgatha. Doch das Totenreich, es konnte ihn nicht halten und er stand am 3. Tag aus den Toten auf und fuhr danach in den Himmel zur Rechten Gottes des Vaters. Warum dieser ganze Weg? Warum? Und jetzt kommen wir zum Clou oder zur Verbindung zwischen Himmelfahrt und Gerechtigkeit. Damit alle Menschen, die jetzt zu Gott kommen und ihn suchen, mit dem einzigen Menschen im Himmel vereint werden, der Sünde, Tod und Teufel besiegt hat. Jesus. Wenn wir an ihn glauben, verbindet der Heilige Geist, den er gesandt hat, uns mit Christus im Himmel. Der neue Mensch, den Gott uns schenkt, besteht in dem neuen Leben, das der auferstandene Herr Jesus Christus uns gibt. Er ist die Brücke zwischen Gott und Menschen und darum ist er in den Himmel gefahren, um unser Fürsprecher zu sein, unsere Verbindung zum Vater, die Öffnung in den Himmel, als der vollkommene Gottmensch, der ohne Sünde ist. Wir haben jetzt, in diesem Moment, vor dem Vater einen Fürsprecher, der vollkommen ist. Deshalb wurde er, noch einmal, Gott selbst Mensch, um uns Menschen zu Gott zu ziehen. Deshalb ist er Mensch geworden, in den Himmel aufgefahren, um uns Menschen vor Gott zu vertreten. Und deshalb hat er, der vollkommene Gottmensch, den Heiligen Geist aus dem Himmel gesandt, um uns Menschen mit Gott zu vereinen. Durch den Heiligen Geist sind wir mit ihm im Himmel verbunden. Den Geist bekommen wir durch unseren Glauben an Christus. Und darum ist Heiligung ist nichts anderes als die Pflege unserer Verbindung zu Christus im Himmel. Ich habe es schon versucht, in den letzten Botschaften zu betonen, vor allem weil das mein eigenes Problem ist.
Christsein ist keine intellektuelle Übung, wo wir einfach ein paar Punkte bestätigen und fertig ist. Es ist etwas Organisches. Es ist wirklich Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und darum, erlaubt mir das mal so zu sagen, darum können auch die vermeintlich dümmsten Menschen Christen sein. Ja, gerade sind sie oft die besten Christen. Wir müssen nicht alles verstehen, was hier vorne geredet wird. Ich weiß auch nicht, ob Sie alles verstehen, was ich sage. Ich gebe mein Bestes durch Gottes Gnade. Aber worauf es ankommt, ist unsere Verbindung zu unserem Herrn, unsere Gemeinschaft mit ihm. Und dafür brauchen wir kein Intellekt, dafür braucht es unser Herz. Noch einmal, im Glauben geht es nicht darum, dass wir alles Mögliche wissen und intellektuell verstehen und die Schlausten und die Größten und die Besten sind, sondern dass wir nach Gott selbst trachten. Dass wir ihn erkennen. Und dieses Erkennen ist nicht Kopfwissen, dieses Erkennen ist Gemeinschaft, eine echte, innige Verbindung zu dem Vater und dem Sohn in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und ich betone es noch einmal, der Heilige Geist ist nicht abhängig von unserer Gehirnakrobatik, er verbindet uns Glaubende oft trotz unserer eigenen Gedanken mit dem Vater und dem Sohn. Und das sage ich nur aus eigener Erfahrung, wenn ich denke, was für verrückte Ideen ich schon hatte oder wie sehr ich auch immer wieder sündige. Und der Vater nimmt mich doch immer wieder an, sobald ich einfach sein Angesicht suche. Das ist unser Gott. Noch einmal, Heiligung ist die Aufrechterhaltung und Vertiefung der Verbindung zu unserem Herrn, die uns geschenkt ist. Aber wie setzen wir das nun in der Praxis um? Die Antwort ist so einfach und so offensichtlich, dass wir sie leider oft als minderwertig betrachten. Und ich hoffe, Sie verstehen mich richtig, aber die Wahrheit ist, wir jagen der Heiligung nach, indem wir alles einsetzen, was uns im Alltag hilft, Christus und das Leben zu gewinnen. Alles. Heiligung ist tatsächlich Fleißarbeit. Auch wenn wir das nicht so gerne hören. Wie ein Sportler alles gibt und sein ganzes Leben und seine ganze Ernährung und sogar seine Schlafgewohnheiten ausrichtet nach dem Sport, so richten wir alles, aber auch wirklich alles danach aus, Christus zu gewinnen. Ich habe mal einen Artikel gesehen, nur die Überschrift, ich wollte ihn jetzt nicht lesen, dass der Cristiano Ronaldo, ist irgendein Fußballer, sogar einen seltsamen Schlafplan hat, wo er immer wieder geweckt wird und dann wieder einschlafen muss, damit er angeblich noch fitter ist fürs Spiel. Alles steuerte darauf hin. Und so sollten wir unser ganzes Leben auf Christus ausrichten. Das ist Heiligung. Moderne Christen, vor allem wenn wir nur juristisch und intellektuell über den Glauben nachdenken, wir wittern hier schnell die sogenannte Gesetzlichkeit. Aus irgendeinem Grund haben wir westliche Evangelikale eine tiefsitzende Abneigung gegen Eifer. Aber diese Abneigung hat nichts mit dem Glauben der Apostel und der frühen Gemeinde zu tun. Eifer, Hingabe ist nicht Gesetzlichkeit. Es kann, und das verstanden sie eben, es kann nichts Besseres für uns selbst geben, als im neuen Menschen zu wachsen. Wie kann es für einen Christen schädlich sein, mit allen Mitteln und aller Kraft, die Gott ihm geschenkt hat, und von ganzem Herzen die Verbindung mit seinem Herrn zu suchen? Wie kann jemand dagegen sein? Oder werfen wir noch einmal, weil ja gerade WM ist, oder werfen wir etwa einem Fußballer, der auf dem Feld alles gibt, vor, er sei zu gesetzlich und nehmen das mit dem Gewinnen ein bisschen zu ernst? Also, wenn ich das mal so sagen darf, ich habe nicht viel geschrien während der WM, weil Holland gar nicht erst dabei war. Aber ich habe meine Frau während dieser Weltmeisterschaft nie rufen hören, Shaqiri, beweg dich ein bisschen weniger, du zeigst zu viel Einsatz. Nein, einige lachen, nein. Petrus sagt es im 2. Petrusbrief, wir können nicht genug Eifer und Fleiß anwenden, um unsere Verbindung zum Herrn zu pflegen. Und darum muss folgende Tatsache unbedingt in unsere Köpfe rein und von dort in unsere Herzen. Und ich rede zu mir selbst und vielleicht zu Ihnen.
Heiligung ist Gnade. Noch einmal, Heiligung ist Gnade. Es ist ein Geschenk Gottes, um in der Verbindung mit ihm zu wachsen. Alles, was Gott uns befiehlt, das tut er nicht, um uns zu schikanieren, sondern um uns zu zeigen, welcher Wandel zu einem Leben führt, in dem wir geistlich gesprochen Gott sehen können. Alles, was Gott für die Gemeinde eingesetzt und gegeben hat, sind Ausdrücke seiner Gnade. All die Ordnungen, all die Befehle, der ganze Katalog an Tugenden in den Apostelbriefen, in den Evangelien, all das, was er uns gegeben hat. Es ist uns gegeben, damit wir wissen und erkennen dürfen, auf welchem Weg wir in der Praxis Gott nahe kommen, der uns ja schon nahe ist. Das Hindernis zur Gemeinschaft mit Gott ist nicht Gott, sondern sind oft wir selbst, die wir uns so gerne im alten, sündigen Menschen suhlen und uns hinter der Freiheit verstecken und oft so träge sind, uns aufzuraffen und das anzunehmen, was Gott uns reichlich darbieten und schenken will. Heiligung ist das Jagen nach jeder Tugend, die die Heilige Schrift uns vorstellt. Wir können nicht eifrig genug sein im Trachten, mehr von Christus, mehr von Gott, mehr vom Himmel zu erkennen und zu gewinnen. Aber warum die Tugend? Warum spricht die Bibel so oft davon, dass wir lieben sollen, dass wir gerecht handeln sollen, dass wir vergeben sollen, dass wir demütig und sanftmütig und so weiter und so fort sein sollen? Warum all diese Befehle? Weil diese Tugenden die Früchte des Heiligen Geistes sind. Und die Früchte des Geistes, das sind die Merkmale des neuen Menschen. Wenn wir also danach verlangen, diese Früchte zu kultivieren und zu pflücken, dann pflegen wir auch den neuen Menschen. Dann machen wir uns eins mit Christus, in dem vollkommene Wahrheit, vollkommene Güte, vollkommene Liebe, vollkommene Schönheit, vollkommene Heiligkeit und vollkommene Gerechtigkeit vereint sind. Wir wollen doch Christus ähnlicher werden. Ja, der christliche Glaube braucht Denker, die den Glauben erklären. Das will ich gar nicht in Abrede stellen, vor allem weil ich von Natur aus eher ein Theoretiker bin. Die Gemeinde hat einige der größten Denker der Welt hervorgebracht. Aber in erster Linie ist der christliche Glaube etwas für Praktiker. Nämlich für solche, die aus ihrem bequemen Sessel aufstehen und aktiv nach dem Leben mit ihrem Herrn trachten, suchen und verlangen. Und noch einmal, deshalb kann wirklich jeder Christ werden und sein, weil es nicht von unseren Köpfen abhängig ist. Und ich kenne da einige Zeugnisse, und die Zeit reicht nicht aus, sie alle zu erzählen, von Menschen, die wir Menschen mit unseren seltsamen Maßstäben, auf die wir geringschätzend gucken würden, die wir für dumm halten würden, menschlich gesprochen, oder sonst irgendwie für nicht ganz 100. Aber das waren Menschen, die so ein Zeugnis waren, wie sie mit dem Herrn gelebt haben, in der Abhängigkeit von ihm, dass ich da nur sagen kann, ach ja, mach mich auch zu einem Dummkopf. Einfach, dass man in dieser Abhängigkeit vom Herrn lebt. Und darauf kommt es an. Gott interessiert sich für unser Herz, für uns selbst, für unser ganzes Wesen. Er will uns haben. Er will unser Herz verändern und unsere Seele in das Bild seines Sohnes umgestalten. Und dafür ist eben jedes Mittel der Heiligung recht. Für solche, die den Herrn lieben, gibt es keine Gesetzlichkeit mehr, sondern nur noch Eintrachten. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Ja, und gerade interessanterweise, gerade deshalb wird das christliche Leben in der apostolischen Verkündigung als ein Leidensweg beschrieben. Ich gebe zu, das hat mich früher auch immer wieder ein bisschen verwundert, weil wir hier eigentlich recht ruhige und besinnliche Leben führen. Es ist so, der Teufel belohnt unser alter Mensch, wenn wir versuchen, die Begierde zu befriedigen. Das kann ein flüchtiges, aber sehr intensives Gefühl des Glücks bringen. Tugendhaftigkeit und Selbstverleugnung fliegen uns nicht zu.
Wenn ich mich hinsetze und warte, bis ich endlich fromm bin, sitze ich, bis ich im Grab liege. Aber deswegen spricht Christus davon, dass wir unser Kreuz, eben unser eigenes Kreuz, selber auf uns nehmen müssen. Es wird wehtun in unserem alten Menschen, wenn wir alles für Dreck und Schaden erachten, um Christus zu gewinnen, ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und wir immer mehr seinem Tod gleichförmig werden, wie es Paulus ausdrückt. Das ist ein langwieriger und schmerzender Prozess. Die Umgestaltung wird wehtun. Und selbst wenn wir nicht unser Kreuz auf uns nehmen wollen und nicht der Heiligung nachjagen wollen, wird Gott, der uns liebt und unser Vater ist, uns trotzdem bittere Arzneien und scharfe Skalpelle schicken, um uns zu heilen und uns näher zu sich zu ziehen. Echtes Christsein ist immer mit gewissen, nicht mit lauter, aber mit gewissen Schmerzen verbunden, weil echtes Christsein die Drachen und Löwen in uns angreift, den alten Menschen angreift. Ja, und probiert es einmal aus. Nur ein kleines Beispiel. Auch wenn es äußerlich im Leben gut läuft, und das dürfen wir dankbar aus der Hand des Herrn annehmen. Alles, was uns geschenkt ist, dürfen wir dankbar annehmen. Ja, sollen wir dankbar annehmen. Aber nur ein Beispiel. Versucht einmal, also ich rede jetzt von etwas, was nicht meine Stärke ist, darum bringe ich es. Versucht einmal in dieser Woche, wenn in einem Konflikt mit einem Mitmenschen, zu schweigen, wenn ihr fest davon überzeugt seid, im Recht zu sein und es im tiefsten eures Herzens für nötig haltet, dem anderen die Meinung zu geigen. Versucht, wenn ihr euch ungerecht behandelt fühlt, den Weg des Herrn Jesus zu gehen. Das heißt nicht, dass ihr nicht die Wahrheit reden könnt, das meine ich nicht, aber es heißt, dass ihr euch bewusst selbst entäußert, auf all eure Rechte verzichtet, um Frieden, Liebe und Gnade zu sehen, anstatt noch mehr Hass, noch mehr Zwietracht und noch mehr Streit. Also ich weiß es nur zu gut, eine solche Demut wird schmerzen. Den Stolz runterzuschlucken schmeckt gewiss nicht süß wie Honig und Honigseim, sondern bitter wie Essig. Doch genau das wird uns heilen, denn das ist Heiligung, Selbstaufgabe, um Christus zu gewinnen. Also ich stehe nicht hier als einer vor euch, der es erreicht hätte, wie Paulus sagt, nicht, dass ich schon erlangt hätte, aber ich strecke mich danach aus, Christus zu gewinnen. Hebräer 12, Vers 14 sagt es ja, wir sollen nachjagen dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, weil wir so den Herrn sehen werden. Ohne Frieden und ohne Heiligung werden wir Gott nicht sehen können. Christus spricht, glückselig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Und das war ja auch der innigste Wunsch der Psalmisten. Ich aber will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit. Durch den Glauben an Jesus Christus, sagt Petrus, erhalten wir Anteil an der göttlichen Natur. Unser Wandel ist im Himmel. Wir werden Gott sehen, weil Christus unsere Gerechtigkeit ist. Wir werden ihn sehen, wenn wir an ihn glauben. Aber eben, weil der Glaube keine intellektuelle Übung ist, sondern eine organische Verbindung mit dem Herrn, muss und wird sich diese Gerechtigkeit im Leben zeigen. Gottes Gnade ist wirksam. Gott schenkt seine Gnade nicht, damit Sünder ohne Sorgen Sünder bleiben können. Gott schenkt seine Gnade, damit Sünder verwandelt und ohne Sorgen seinem Sohn ähnlich gemacht werden können. Das ist das Ziel der Erlösung. Darum bekommen wir Anteil an der göttlichen Natur. Darum werden wir zur Heiligung, zur Nachfolge und zum Gehorsam aufgerufen. Darum haben wir den Heiligen Geist erhalten. Darum ist Gott selbst Mensch geworden und für uns gestorben, damit auch der Mensch selbst zu Gott finde. Und das ist das Allerherrlichste eines Lebens, das bewusst vor dem Angesicht Gottes und in völliger Abhängigkeit von ihm gelebt wird. Wir werden Gott schauen.
Schon hier auf dieser Erde wird die Gemeinschaft mit ihm umso schöner, tiefer und reiner, je mehr wir nach ihm selbst trachten. Wieder, ich kann es nur so grob sagen, weil ich auch niemanden beschämen will, wo mir persönlich ein Zeugnis gegeben hat. Ich habe von Geschwistern im Glauben Zeugnisse gehört, was der Herr ihnen geschenkt hat und was sie mit ihm erlebt haben, wovon andere denken, das ist ja etwas sehr seltsam. Aber warum? Weil sie nach Gott selbst getrachtet haben und alles für ihn einsetzen wollten. Und Gott ist bei uns und er will uns leiten auf grünen Auen, selbst im dunkelsten Tal. Und im Himmel wird der Lohn umso schöner und umso kostbarer, je mehr wir nach ihm trachten. Unser unaussprechliches Erbe beinhaltet ja eine Menge, aber es ist in erster Linie Gott selbst. Er ist unser Gut und Teil. Der Apostel Johannes sagt, meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist das Höchste, wonach sich ein Mensch ausstrecken kann. Und glückselig und gesegnet ist der Mensch, der schon in diesem Leben, in der Praxis, danach trachtet. Denn das Trachten nach Gott selbst, das ist das wahre Leben und volles Genüge. Dass wir den Vater erkennen und den Sohn, den er gesandt hat, in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes, den er reichlich in unsere Herzen ausgegossen hat. Nur noch eine Bemerkung zum Schluss. Ja, Sünde ist ein reales Übel. Und deshalb ist Gott, der Sohn, wirklich Mensch geworden, um uns wahrhaftig von der Sünde zu befreien und uns mit ihm selbst zu verbinden. Und darum denkt in allem daran, wie es einst der Bibellehrer Ernst Bach sagte, er ist wahrscheinlich einigen von euch ein Begriff. Er sagt es wie folgt: Im Sünder, im alten Menschen bist du immer sündig, immer schuldig, immer ohne Frieden, immer elend, immer verurteilt, immer in Zweifeln und immer ohne Hoffnung. Doch in der Glaubensverbindung mit Christus, im neuen Menschen, bist du immer der göttlichen Natur teilhaftig, bist du immer Christi selbst teilhaftig, bist du immer seinem Geist teilhaftig, bist du immer seinem Leben teilhaftig, immer seiner Liebe teilhaftig, bist du immer seines Sieges teilhaftig, bist du auch immer seiner Leiden teilhaftig und bist du immer seiner Herrlichkeit teilhaftig. Oh, welch ein armer Tropf ist doch der Christ, der diese lebensspendende und göttliche Gemeinschaft nicht pflegen will. Bis soweit, ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir für alles, was du uns geschenkt hast. Ich danke dir für den Sohn, den du uns gesandt hast. Herr Jesus, dass du für uns den ganzen Weg dieser Selbsterniedrigung und Selbstentäußerung gegangen bist, bis ans Kreuz von Golgatha, um uns mit dem Vater zu versöhnen. Und dass du in den Himmel aufgefahren bist nach deiner Auferstehung und uns den Heiligen Geist gesandt hast, um uns mit dir selbst, mit deinem vollkommenen Leben, Herr, zu verbinden, uns diese Gemeinschaft zu schenken, Herr. Und ich bitte dich, dass du doch diese Einsicht in unsere Herzen, auch in mein Herz, ausgießt durch deinen Heiligen Geist, dass wir das immer mehr erkennen, dass es wirklich Herrlichkeit ist, mit dir zu gehen, Herr. Dass wir nach dir trachten, nach dem Leben mit dir, in allem, was auch kommen mag, auch in dieser kommenden Woche. Dass wir der Sünde den Rücken kehren und uns zu dir wenden, der du ja uns schon zugewandt bist. Ich danke dir dafür und gepriesen sei darüber dein wunderbarer, herrlicher und heiliger Name. Amen.